Ich habe am Montag eine neue Schülerin in meiner Klasse und vor der Ferien habe ich mit den Kindern noch schnell angeschaut, was ich für sie alles brauche. Und dann haben wir eine ganze Liste zusammengestellt, was ich alles noch erledigen muss. Und wir machen jetzt das zusammen. Wir starten gerade mal beim Trinkbecher, den alle Kinder haben. Da mache ich noch ein Namen dazu. Perfekt. Die Kinder haben bei mir hier so ein Wägeli, wo alle ihre Becher haben. Die sollte ich vielleicht auch wieder mal ein bisschen waschen. Als nächstes Böcksli. Das ist so ein Etui-Böcksli. Das sollte hier in... Ja, perfekt. Kommt das gerade hier ein Fächli. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben Nämeli und ich habe keine Ahnung, was für ein Nämeli ich gemeint habe. Es gibt so viele verschiedene Nämeli. Garderobe, Aufzgi-Mäppli. Ich glaube, Aufzgi-Mäppli mache ich als nächstes. Wir sind hier oben, Nummer 2. Eins für die Aufzgi und eins für alle zeigt ein Wissen. Auch hier gibt es noch ein Nämeli drauf. Kleiner Hack für, wenn du mal keine Transferfolie hast. Matte Kleberli tun es mega gut. Zahl des Tages, Dossier. Also alle Sachen, die ich noch irgendwie ausdrucken muss. Die markiere ich einfach. Markieren. Klapp hat sich erledigt. Ein Klemmerli. Wenn die Kinder mich gefragt haben oder etwas korrigieren müssen, dann tun sie sich an die Ständer anklemmern. Für das brauche ich ein gelbes und ein grünes Klemmerli. Leider hatte ich nie geile Klemmerli, darum muss ich das noch anmalen. Nicht einfacher als das. Die hat jetzt auch fertig. Das Nämmerli für die Lernlandkarte muss ich auch ausdrucken. Toilettenpass habe ich noch da. Wir haben in der grossen Pause auch so eine Spielkiste, wo die Kinder Sachen auslehnen können. Für das brauchen sie einen Spielpass. Den mache ich jetzt hier noch parat. Der hängt bei mir an der Wandtafel, darum mache ich noch Magnetchen hinten dran, dann kann ich das einfach dazu hängen. Jetzt habe ich die längste Zeit noch einen Toilettenpass gefunden. Den finden die Kinder übrigens mega gut. Da haben ja ganz viele ihre andere Meinung gehabt. Der kommt jetzt gerade hier in ein Büchschen rein, dann hat sie den auch. Jetzt kommt nur noch die Lesekette. Ich habe hier, glaube ich, sogar mal ein paar Führungen gemacht. Perfekt! Da kommen die Kinder verschiedene Anhänger über, je nachdem wie viel sie lesen. Das hängt mit Antolin zusammen. Alles, was jetzt noch übrig... Ah nein, Holzstab mit Namen. Was ist so eins? Perfekt. Das sind so Glasstängel mit den Namen, wenn ich irgendwie random einen Namen ziehen muss. Und jetzt kommen wir offiziell zu den Sachen, die ich zuerst alles noch ausdrucken muss. Ich habe mittlerweile alles ausgedruckt, alle Listen aktualisiert. Das sind mega viele Sachen, die du mir gar nicht denkst, die du einfach up-to-date halten musst. Jetzt habe ich hier gerade noch ein Schulmaterial parat, das ich hier ein Fächchen rein tue und dann habe ich es, glaube ich, für heute. Die Ordnung ist mir auch beim Fächchen der Kinder mega wichtig. Darum haben sie zuunterst immer Hefter. In die Mitte kommen die Mäppchen. Zuoberst haben sie dann eben Böcksli, Spielzeug, Agenda. Auf der Seite sind jeweils Bücher aufgestellt oder im Moment einfach die Hefter, die wir noch nicht angefangen haben. Das heisst, jetzt kann sie eigentlich kommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao, ciao.